ein ganz tolles Gefühl an Mobilität und Freiheit, die ich hier erleben kann. Und bei so schönem Wetter geht es mir richtig gut. Es ist natürlich toll, hier in der Natur, in die westliche Wälder bei Fischach. Macht einfach riesig Spaß, über die Landschaft hier zum Fahren und so viel erleben zu können. Darauf musste Martin Jochum lange verzichten. Der sport- und naturbegeisterte Tüftler aus Bayerisch-Schwaben lag nach einem schweren, unverschuldeten Autounfall vor mittlerweile 10 Jahren wochenlang im Koma, ist seither querschnittgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach dem Unfall ist mir natürlich erstmal nicht so gut gegangen. Ich hatte auch eine schwere Kopfverletzung. Und dann habe ich mich halt langsam wieder ins Leben zurückgekämpft. Und dann habe ich nach dem Unfall auch den Drang gehabt, wieder an die Natur, wo ich in meiner Vergangenheit auch immer viel unterwegs war, das einfach auch wieder erleben zu können und wollte mir mit einem geländegängigen Gefährt diese Freiheit wieder schaffen. Und nachdem ich den ganzen Markt durchforscht habe und nichts gefunden habe, was meine Vorstellungen entsprochen hat, so habe ich da selber Hand angelegt und habe da bei Null angefangen, mir was nach meinen Vorstellungen zu entwickeln. Der Escalador, zu Deutsch Kletterer, ist nicht nur straßen- und verkehrstauglich. Seine eigentliche Bestimmung ist eine andere. Der Escalador ist auch für schweres Gelände. Der fährt natürlich über Stock und Stein, sogar Stufen können wir nach oben fahren, nach unten fahren. Steigungen über 100% schaffen wir mit dem Escalador. Es ist ein hohes Maß an Sicherheit dabei. Wir kippen sehr spät mit dem Fahrzeug und da schafft man natürlich viel mehr, was jetzt mit klassischen Handbikes möglich ist. Größter Stolz des technischen Entwicklers aber ist die Elektrik. Der Escalador ist mit seinen 4 kräftigen Motoren, also mit dem Allradantrieb, da hat jeder 113 Newtonmeter Kraft, der wo das Fahrzeug immer voranbringt, egal in welcher Lebenslage. Das ist unglaublich und es ist so ein tolles Gefühl. Überall, wo man mit dem Rollstuhl an seine Grenzen stößt, fährt man mit dem Escalador einfach hoch und kommt dann auch noch viel weiter bis an die Gipfelspitzen. Die technischen Ansprüche waren dementsprechend hoch. Aus einem geplanten Entwicklungsjahr wurden schließlich 5. Glücklicherweise aber hatte Martin neben dem befreundeten Fahrzeugbauunternehmer Günter Holzer von Anfang an seinen Vater Manfred unterstützend an seiner Seite. So, also schauen wir, hier haben wir die 2 Campusleitungen, Ken 1 und Ken 2. Wichtiger Rückhalt in all den Jahren. Es war ganz toll natürlich, dass mich mein Papa da als Vertrauensperson unterstützt hat in alle Richtungen, ob das finanziell, mit technischem Know-how, mit Kontakte, die er hat, mit seiner Erfahrung, die er natürlich hat. Und das hat immer viel geholfen. Ich bin ja wie der Martin auch Unternehmer, also, wo man normalerweise immer für Geld arbeitet. Und der Lohn von dem Projekt ist was ganz anderes. Also jetzt einfach dieses Zusammenarbeiten mit seinem Sohn und dann einfach so ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die vielen gemeinsamen Kämpfe, Rückschläge und Erfolge an Computer, Fräsmaschine und Elektroprüfstand haben die beiden enorm zusammengeschweißt. Und die gemeinsamen Testfahrten. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Wir haben ja auch getestet in den Felsen und auf Wanderwegen. Und der Martin hat mit dem Escalador und ich dann zu Fuß oder mit dem Mountainbike oder wie auch immer. Also vieles wieder möglich. Der Escalador, den Martin anfangs nur für sich selbst bauen wollte, steht jetzt kurz vor Zulassung und Serienreife für alle. Das ist auch für mich ein ganz tolles Gefühl, wenn ich einfach sehe, wie glücklich damit andere Menschen sein können und wie viel Freiheit die damit wieder erleben können. Neben der Erfüllung seiner Sehnsucht nach fernen Gipfeln konnte sich Martin in den letzten Jahren noch einen ganz anderen großen Traum verwirklichen. Festhalten! Festhalten, Marie. Das ist natürlich ein ganz großes Glück auch für mich gewesen, dass wir da so eine tolle Familie jetzt zusammen geworden sind. Hallo!
Was macht's denn ihr hier? Habt ihr schon gewartet, ha? Martins Frau Edith, die er 2017 kennengelernt hat, mit dem kleinen Jan, seinen Schwestern Marie und Jomi. Ja, die Kinder treiben mich natürlich grundsätzlich an und fordern mich jeden Tag aufs Neue heraus. Und mit dem Escalador kann ich natürlich jetzt noch viel mehr mit den Kindern erleben, was vielleicht sonst gar nicht möglich wäre. Mittendrin zu sein im Familiengewusel. Und die erleben mich als Papa natürlich viel mehr, weil einfach da ganz andere Möglichkeiten auch gegeben sind. Eine Marie und eine Jomi. Und wer schaukelt höher von euch zwei?